Er läuft sicher bald wieder heim, ruft sie. Aber am Mittag ist das Ross immer noch da. Friedlich graset es unter den Obstbäumen. Mami, bitte, es kann doch im Stall wohnen. Es hat bestimmt ein ganz schlechtes Zuhause. Sonst wär's bestimmt nicht weggelaufen, Mami. Aber der Flavia, ihre Mutter, schüttelt den Kopf. Wir müssen im Dorf nachfragen, sagt sie entschieden und holt einen Wäschleinen aus dem Keller. Irgendjemand wird schon wissen, wem das Ross gehört. Flavia knotet seufzend die Leinen als Halfter. «Komm, Schwarze», sagt sie traurig. «Ich glaube, der ist vom Mattenbacher Hof», meint ein Mann auf der Strasse, wo gerade ein Rad am Auto wechselt. «Der gehört bestimmt dem Herr Gerber». Der Flavia, ihre Mutter, telefoniert sofort mit dem Hof. «Kein Problem, wir bringen ihn vorbei», sagt sie und steckt ihr Handy wieder in die Tasche. «Dann können wir gerade mal schauen, ob es dem Schwarzen beim Herr Gerber gut geht», sagt sie zu der Flavia. Er heisst übrigens Viramo. Und so machen sich die beiden auf den Weg Richtung Mattenbacher Hof. Viramo seine Hufe klappern laut auf dem Asphalt. Würde der Viramo doch nur mehr hören, denkt Flavia. Der Mattenbacher Hof liegt an der Günschmatte. Ein langer Stall aus Wellblech steht neben dem Bauernhaus. «Frisches vom Hof», liest Flavia auf einem Schild. Der Viramo tänzelt unruhig hin und her. «Schau, Flavia, er freut sich auf sein Zuhause», sagt die Mami. Ein älterer Mann kommt auf sie zu. «Hallo, Herr Gerber, da ist der Ausreisser», ruft die Mami. Der Herr Gerber hat einen ganz roten Kopf. Ohne zu grüssen, nimmt er der Flavia die Leinen aus der Hand. «Der blöde Gaul haut mir nicht noch einmal ab», schimpft er. «Ist er schon manchmal weggelaufen?» fragt die Mama. Das nette Lächeln ist aus ihrem Gesicht verschwunden. «10-mal mindestens», poltert der Herr Gerber. «Dabei habe ich ihn nur aus Mitleid aufgenommen, wo der alte Fritz ins Pflegeheim gekommen ist.» «Fritz?» flüstert Flavia zur Mami über. «Ist das nicht der Mann, der früher in unserem Haus gewohnt hat?» Die Mami nickt. Grob zieht der Bauer am Strick vom schwarzen Hengst. Der Viramo stemmt alle 4 Hufe in den Boden hinein. Der Bauer lässt den Weidenzweig vom Boden auf und holt aus. «Das können Sie nicht machen!» ruft Flavia erschrocken. Das Ross bäumt sich auf, wo die Rute auf sein Hinterteil absaust. Dann dreht der Viramo sich blitzschnell um und beißt den Herr Gerber in die Hand. Mit einem lauten Schrei lässt der Bauer den Strick los. Wiehernd rast der Viramo davon. Die Mami holt tief Luft. Dann sagt sie ganz ruhig: «Wir würden den Viramo gern kaufen, Herr Gerber. Was kostet das Ross?» «Kaufen!» Der Bauer reibt sich die verletzte Hand. «Geschenk können Sie den haben, aber einfangen müssen Sie schon selber.» «Das ist nicht nötig», sagt Flavia ihre Mami und dreht sich um. Der Viramo ist sicher schon zu Hause.